Ganz herzlich willkommen, schön seid ihr alle da. Schön können wir heute miteinander die Serie über den Korintherbrief auch abschließen mit diesem spannenden Thema Jesus und Übernatürliches. Wenn wir so über Übernatürliches reden, dann gibt es sicher die einen, die sagen, ja, unbedingt noch viel mehr. Und ich finde es so schön, wie du das beschrieben hast, Manuel, wie du den Heiligen Geist erlebt hast, ganz praktisch im Alltag und du so etwas von Jesus weitergeben konntest. Und andere sagen, hey, stopp, das wird gefährlich mit dem Übernatürlichen. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal an einer Konferenz in den USA bei so einem berühmten Erweckungsprediger und er ist da während der Predigt durch die Gänge marschiert und dann plötzlich hat er auf jemanden gezeigt. Und dann musstest du aufstehen in den Gang und dann hat er für dich gebetet und man musste umfallen. Und ich weiß noch, das hat sich etwas beklemmend für mich angefühlt, für andere von unserem Team noch mehr. Wir sind so da gesessen, hoffentlich sieht er nicht mich. Ja, Übernatürliches kann Unterschiedliches auslösen und die Frage ist, was wollen wir, nach was strecken wir uns eigentlich aus? Letzte Woche habe ich etwas ganz Kleines erlebt. Ich hatte einen Termin, ich habe das Tram verpasst, gemerkt, mit dem nächsten Tram, das reicht nicht mehr. Ich hatte einfach einen Impuls, hey, du könntest doch einen E-Trotti nehmen. Ja, also absolut banal, aber ich habe noch nie ein E-Trotti in Zürich benutzt, weil ich in Helsinki war, hatte ich noch die App installiert und habe das jetzt einmal angewendet. Ein ganz banaler Impuls, aber ich bin überzeugt, der Heilige Geist hat mich da ganz natürlich, übernatürlich gebraucht, dass ich einfach noch pünktlich war. Es hat sich niemand bekehrt, ich habe einfach das Trotti genutzt. Im heutigen Predigttext 1. Korinther 14 geht es vor allem um Zungenrede und um Prophetie. Falls du keine Ahnung hast, was es bedeutet, einen Moment Geduld, wir kommen noch dazu. Dieses Kapitel ist so im größeren Kontext von Instruktionen für den Gottesdienst. Wir hatten ja vor einigen Wochen die Predigt über das Abendmahl, auch der 1. Korinther 12 mit dem Leib, den verschiedenen Gaben ist in diesem Zusammenhang. Jetzt das Problem bei den Korinthern war, wenn man das etwas rekonstruiert, muss es sich so angefühlt haben, dass im Gottesdienst ganz viele Menschen waren, die haben einfach laut in Zungen gebetet. Und irgendwie war das wahrscheinlich so ein Zeichen von Geistlichkeit, hey, ich habe diese Gabe und das müssen alle anderen hören. Und das war einfach das reinste Chaos. Also nur schon von der Lautstärke, man hat nicht mal gehört, was er in Zungen betet, geschweige dann verstanden. Und Paulus muss dem entschieden entgegentreten und sagen, hey liebe Korinther, also so, das kann es doch nicht sein, so wollen wir nicht Gottesdienst feiern. Was ich aber spannend finde, das Einfachste wäre eigentlich gewesen, hey, hört einfach auf, Ende aus, vorbei, ihr habt einen Verstand, betet doch mit dem Gott an und habt Planning Center, dann habt ihr eine schöne Ordnung im Gottesdienst. Aber das sagt er nicht. Für Paulus war ganz klar, natürlich gehört Übernatürliches dazu. Und lasst uns in den Text reinschauen aus dem 1. Korinther 14. Ihr dürft gerne das Kapitel offen halten. Wir springen da etwas hin und her und wir starten mit den Versen 4 und 5. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Jetzt eben hier heißt es, in anderen Sprachen reden. Das heißt eigentlich wörtlich in Zungen reden. Die neue Genfer Übersetzung, sie sagt da, die Gott eingegebene Sprache. Und das bringt es eigentlich gut auf den Punkt, was dieses Zungenreden ist. Es ist eine von Gottes Geist eingegebene Sprache.
Und sie geht auf Pfingsten zurück, als da die wartenden Nachfolger von Jesus im Gebet zusammen waren, ist der Heilige Geist auf sie gefallen. Er hat sie erfüllt und als sichtbares Zeichen haben sie begonnen, in Sprachen zu reden, die sie selbst nicht verstanden. In diesem einen Fall war es speziell, dass es Sprachen waren, die andere Menschen verstanden. Wir sehen dann aber später auch in der Apostelgeschichte, dass das nicht zwingend sein musste, sondern dass es eine Gebetssprache war, die der Heilige Geist ihnen geschenkt hat. Übernatürlich. Und das Spezielle daran, man könnte sagen, es ist wie, die Sprache kommt eben direkt in die Zunge, ohne dass es über den Verstand geht. Direkt Gottes Geist gebraucht unseren Körper, unseren Mund, dass diese Sprache herauskommen kann. Aber der Redner braucht seinen Verstand nicht und entsprechend versteht er auch überhaupt nicht, was er da sagt. Was ist Prophetie? Prophetie heißt eigentlich wörtlich Fürsprechen, also für jemanden sprechen. Und wenn wir so in das Alte Testament schauen, dann gab es immer diese Propheten. Das waren Menschen, die waren von Gott gerufen, ein Sprachrohr für ihn zu sein, die zu einer Gruppe von Menschen oder auch zum ganzen Volk gesprochen haben, eben in Gottes Auftrag. Und heute würde ich sagen, kann Prophetisches auf sehr unterschiedlichen Ebenen geschehen, aber es ist immer der Heilige Geist dahinter, der uns dafür gebraucht. Ich sage, die Predigt hat auch etwas Prophetisches. Natürlich, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, aber es ist auch ein Kontaktstehen mit dem Heiligen Geist. Also ich als Prediger bete, Herr, was ist deine Botschaft für diesen Sonntag, für deine Gemeinde aus diesem Wort heraus? Und jeder von euch hat ja auch den Heiligen Geist, der uns zum Teil sogar Sachen aufschließt, die gar niemand gesagt hat da vorne. Einfach, dass ein Kontakt geschehen ist zwischen dem Wort Gottes, dem Heiligen Geist, dass es sehr persönlich wird und eben etwas Prophetisches hat. Ich habe schon x-mal gehört, dass Menschen gekommen sind und sagen, hey, der hat nur für mich gepredigt an dem Sonntag. Oder noch neue Leute, die waren zum ersten Mal da. Wie konnte der mich so gut kennen? Und ich kann mir nur sagen, das waren eben nicht wir, das ist der Heilige Geist. Prophetisches Reden kann auch in ganz natürlichen Gesprächen passieren. Zum Beispiel, als ich mich entscheiden musste, wo gehe ich ins Ausland, um noch Theologie zu studieren, habe ich mit jemandem gesprochen von der Gemeinde. Und ich wollte eigentlich einen Tipp haben für die USA. Und er hat mir gesagt, geh in die Philippinen. Und ich sagte, nein, ich möchte etwas Richtiges machen. Und dann, irgendwie ein paar Monate später, habe ich ihn wieder gefragt und er sagt mir wieder, geh in die Philippinen. Und das Mal war es das Reden von Gott für mein Leben. Vielleicht hat es beim ersten Mal noch nicht bemerkt, aber beim zweiten Mal habe ich es bemerkt und es war sofort wie ein Blitz in meinem Herzen. Ich wusste, das war jetzt Gottes Reden. Ich weiß nicht mal, ob er es selber gemerkt hat oder nicht, aber Gott hat ihn gebraucht, zu mir zu reden und ich musste da nichts mehr anderes anschauen. Ich wusste einfach, ich melde mich an. Das ist jetzt mein Weg. Oder ich hatte da letzthin nach einer Community Night mit unseren 22 Plus, hatte ich ein Gespräch mit einer Person und ich hatte immer wieder den Impuls, frag sie wegen der Taufe. Ich sage, naja, jetzt sind wir doch einfach schön am Reden. Frag sie wegen der Taufe. Und irgendwann sage ich dann, hey, hast du dir schon überlegt, dich taufen zu lassen? Und dann sagt sie mir, ich habe heute gebetet. Wenn Gott mir jemanden über den Weg schickt, der mich darauf anspricht, dann werde ich diesen Schritt tun. Ist auch ein so prophetisches Kontaktgeschehen und eben ich habe das so für mich verdrängt. Ist ja für mich auch etwas Professionelles, dass ich Leute frage. Aber in dem Moment war es wirklich der Heilige Geist, der mich da angestoßen hat. Hey, mach das. Und dann gibt es auch, ich würde sagen, die Gabe so im engeren Sinn, dass jemand wirklich den Eindruck hat, vor die Gemeinde auch kommt oder in der kleinen Gruppe, hey, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir oder uns das sagen. Das ist auch prophetisches Reden. Vielleicht da für uns in der Gemeinde, wir möchten nicht, dass wir sagen, hey, so spricht der Herr. Das ist so ein K.O.-Argument. Also dann wird es auch schwierig, das zu prüfen. Und die Bibel sagt auch, wir sollen alles prophetische Reden prüfen. Und schlussendlich,
nehmen wir mit unserem Geist dieses Reden von Gott auch wahr. Deshalb, mir ist es viel lieber, wenn wir einfach sagen, hey, ich habe den Eindruck, der Heilige Geist möchte das und das in unsere Mitte legen. Dann lassen wir es auch offen, dass wir mal daneben liegen können. Ja, so viel mal zur Erklärung, Zungenrede und Prophetie. Und jetzt nochmals ganz wichtig, Paulus sagt nicht, dass Zungenrede etwas Schlechtes wäre. Aber er sagt, der Gottesdienst soll kein Chaos sein, es braucht Ordnung im Gottesdienst und der Gottesdienst soll verständlich sein. Er macht wieso eine Abschrankung, er schützt da eine Flanke, sagt, hey, der Gottesdienst muss ordentlich und verständlich sein. Ist das unser Problem heute? Ich würde sagen, ja, vielleicht manchmal wenig, aber grundsätzlich im Vergleich zu den Korinthern sind wir von dieser Sicherheitslinie noch relativ weit entfernt. Unser Treffen eskalieren jetzt selten. Aber der Heilige Geist wusste schon damals, dass man auch von der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Und deshalb sagt auch Paulus noch in diesem Text, hey, ich wünschte, ihr alle würden in Zungen reden und noch lieber, ihr alle würdet auch prophetisch reden. Ist es vielleicht dieser Teil, den wir uns mehr zu Herzen nehmen müssen? Zum sagen, Herr, ja, das Chaos ist jetzt nicht unser größtes Problem, aber unser Problem ist vielleicht, dass wir uns gar nicht danach ausstrecken, dass du wirklich, wo immer wir auch zusammenkommen, dass du so übernatürlich wirken kannst. Weshalb sind diese Gaben so wichtig für die Kirche? Prophetie oder ausgelegte Prophetie haben wir gelesen, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Also da geht es nicht einfach um dich, um dein Erlebnis mit Gott, wenn er dich gebrauchen kann. Nein, es geht darum, dass die ganze Gemeinde ermutigt wird oder die ganze Kleingruppe ermutigt wird, in welchem Kreis auch immer das stattfindet. Und für den einzelnen Gläubigen heißt es, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Brauchst du Stärkung deines Glaubens? Im Vers 18 lesen wir noch etwas mehr davon. Ich danke Gott, dass ich, Paulus, mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Du sagst, hey, das ist doch ein Widerspruch. Er sagt, er betet mehr in Zungen als alle anderen, aber irgendwie doch lieber verständlich. Es gibt die Zungenrede als Gabe. Wie der Heilige Geist es austeilt, davon lesen wir im 1. Korinther 12. Und diese Gabe, die jetzt in unserem Fall ins Mikrofon gesagt wird und in einer kleinen Gruppe, sodass alle da mithören müssen, diese Gabe, die soll auch ausgelegt werden, weil sonst bringt es nichts. Da ist es einfach ein Geplapper, das niemanden aufbaut. Aber es gibt auch das Zungenreden als Gebetssprache. Als Zeichen eben dieser Taufe im Heiligen Geist, was die Jünger damals an Pfingsten erlebt haben. Und wenn man das so auseinanderhält, dann macht das ganze Kapitel auch voll Sinn. Dann kann man sagen, hey, Paulus, der war stundenlang am Wandern und der hat wahrscheinlich nicht immer mit seinen Wanderkumpanen gesprochen, sondern zum Teil hat er einfach in Zungen gebetet. Und hat so die Gegenwart Gottes erlebt, hat neue Inspirationen empfangen und als er dann angekommen war, da war er schon voll on fire, weil er hat mehr als sie alle in Zungen gebetet. Aber dann war er auch bereit, diese 5 Worte verständlich zu bringen. Aber diese 5 Worte, die waren dann Vollgas. Vielleicht sagst du, ja, das klingt jetzt schon etwas strange. Gibt es das wirklich? Ist es nicht etwas, das sich da Menschen einfach ausdenken, weil sie irgendwie geistlich sein wollen? Und
ich weiß, viele Menschen, die diese Zungenreden empfangen haben, die kennen das auch, dass sie solche Gedanken schon gehabt haben. Und ich kann dir einfach sagen, wie ich das ganz persönlich erlebt habe. Ich habe irgendwie mit 16 Jahren das zum ersten Mal gehört. Ich bin da bei einem Aufruf nach vorne gekommen, habe für mich beten lassen und es ist nichts passiert. Und mehrmals muss ich so irgendwo einem Aufruf folgen. Ich habe einfach immer wieder Gott gesagt, ja, ich möchte das und habe für mich beten lassen. Irgendwann war es in einem Jugendgottesdienst, da wurde ich mit einer ganz großen Freude erfüllt. Und ich glaube im Nachhinein, das war der Moment, wo der Heilige Geist mich so erfüllt hat. Aber ich habe nicht in Zungen gebetet. In Zungen gebetet habe ich irgendwann plötzlich zu Hause ganz alleine. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe einfach für mich laut in meinem Zimmer gebetet und plötzlich höre ich mir selber zu, wie ich Dinge ausspreche, die ich gar nicht verstehe. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, gerade für solche Momente wie jetzt, dass ich davon zeugen kann. Ich habe niemandem nachgeschwatzt, ich habe nicht unter Druck das gemacht. Es kam einfach plötzlich aus mir heraus, weil es der Heilige Geist mir geschenkt hat. Das hat mir dann auch sehr geholfen in Zweifeln. Hey, ist das jetzt etwas, das ich irgendwie selber einfach plappere? Nein, es war und ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich merke auch, es löst jedes Mal etwas aus. Es richtet mich auf Jesus aus. Es öffnet wie etwas den Himmel, dass ich einfach etwas von der Gegenwart Gottes spüre, wenn ich dieses Zungenrede praktiziere. Das kann ich auf dem Velo machen, das kann ich beim Autofahren machen, das kann ich beim Kochen machen. Das ist so cool. Du musst an nichts denken, du kannst es einfach rauslassen. Im Vers 2 heißt es dazu, denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wir haben die Möglichkeit, geistliche Geheimnisse auszusprechen. Und auch wenn wir sie selbst nicht verstehen, sie bauen uns auf. Aber da geht es nur um unsere Beziehung zwischen uns und Gott. Ja, was braucht es, dass wir das erleben können? Es ist ein Geschenk, das Gott allen seinen Kindern geben möchte. Und du kannst einfach sagen, Vater, ich möchte das. Und wir sehen aber ganz praktisch, dass gerade in der Apostelgeschichte in vielen Fällen wurden Menschen auch die Hände aufgelegt. Und bitte doch jemanden, der das schon hat, hey, bete für mich, ich möchte das empfangen. Wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, das hat mich so ermutigt, wir hatten im Juni eine Holy Spirit Night hier. Und da kam ein Jugendlicher nach vorne, der wollte das empfangen. Und er hat diese Gebetssprache empfangen. Er ist zurück an seinen Platz gegangen, hat für seinen Kollegen gebetet und hat das auch gleich empfangen. Also es braucht nicht irgendwie einen besonders vollmächtigen Beter oder weiß ich was, aber lasst uns füreinander beten und der Heilige Geist ist es schlussendlich, der das wirkt. Ja, wir brauchen dieses übernatürliche Wirken. Wir brauchen das, wir wollen das. Das, wir sagen, das sind so die Flanken, die da abgesteckt werden müssen. Da drin müssen wir uns bewegen. Aber das Übernatürliche ist nicht ein Endziel in sich. Wir brauchen es, aber es ist nicht ein Endziel an sich. Worum geht es? Wohin steuern wir? Jetzt brauche ich das Auto. Ja. Wohin steuern wir mit unserem Leben? Im Vers 1 heißt es, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem die Gabe der Prophetie. Ein Kapitel vorher, 1. Korinther 13, ist das Hohelied der Liebe. Es ist ja so bekannt, wie Paulus da die Liebe Gottes beschreibt. Und auch alle Gaben, alles Übernatürliche, es heißt so klar, hey, es nützt nichts, wenn wir nicht die Liebe haben.
Und Gott in seiner Liebe zu uns, er beschenkt uns mit diesen Gaben, weil er weiß, dass wir sie brauchen. Und wenn wir uns beschenken lassen, für uns persönlich, aber gerade auch für unsere Nächsten, dann soll die Liebe unsere Motivation sein dazu. Und ich muss sagen, das hat mich persönlich jetzt am meisten herausgefordert in dieser Predigtvorbereitung, wenn es darum geht, dass ich mich selbst nach Gaben ausstrecke. Ich würde sagen, ich strecke mich nicht so häufig nach den Gaben aus. Und ich sage, ja Herr, du kannst ja einfach andere gebrauchen. Also ich sage das nicht so, aber implizit denke ich dann vielleicht so. Und man könnte schon sagen, eigentlich ist doch das lieblos. Weil ich strecke mich nicht danach aus, dass Gott mich noch mehr gebrauchen kann, eben genau für die Nächsten, für euch alle, für meine Kleingruppe. Es geht nicht darum, dass ich ein schönes Erlebnis habe, sondern Gott möchte mich ja gebrauchen für die anderen. Und wenn ich mich nicht ausstrecke, muss ich sagen, dann bin ich persönlich auch in meiner Liebe noch nicht am Ziel. Macht das Sinn? Es ist, wenn das so ein wunderbares Geschenk ist von Gott, wenn es uns so stärkt im Glauben, wenn es uns so ermutigt und die Liebe noch das Ziel ist, dann, wenn ich noch Liebe habe, dann muss ich wollen, dass ich auch gebraucht werde für meine Geschwister. Wie steht es um deine Liebe? Wie steht es um dein Begehren? Herr, schenk mir diese Gaben. Ich möchte gebraucht werden von dir. Und dann sehen wir, wie das Ganze so zusammenkommt. Was passiert, wenn eben alle sich danach ausstrecken? Wir lesen noch die Verse 23 bis 25. Wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten? Ja. Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Gott in seiner Liebe, da möchte, dass alle Menschen gerettet werden, alle Menschen ihn erkennen. Er möchte auch, dass seine Gegenwart spürbar, erlebbar ist für uns. Und ich würde sagen, wenn wir diese Gaben nehmen, dann ist das so das Ziel über allem, wie es hier heißt, dass sogar Menschen, die Jesus auch nicht kennen, sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Wollen wir das? Vielleicht können wir uns danach fragen, ja, was sind denn so Kennzeichen dieser Gegenwart von Gott? In dieser Gegenwart von Gott beugen sich Menschen, weil die Herrlichkeit von Jesus offenbar wird. Jesus, er ist so herrlich, so wunderbar, aber auch so heilig, so außer Konkurrenz für uns. Und wenn er sich uns zeigt, dann können wir nicht anders reagieren, als dass wir ihm die Ehre geben, dass wir uns beugen vor ihm. Und ich habe euch eingangs erzählt von dieser Konferenz, da war für uns etwas von diesen Gaben ja eher angsteinflößend. Hey, nein, das möchte ich nicht. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wir müssen keine Angst haben, uns zu öffnen, dass Gott uns so begegnen kann. Ganz im Gegenteil, hier sind es sogar Ungläubige und sie wurden ja noch überführt von ihren Sünden. Sie haben gemerkt, da ist Schuld in ihrem Leben, aber sie sind nicht irgendwie in Angst erstarrt, sie hatten nicht Schamgefühle. Nein, sie sind einfach niedergefallen vor Jesus. Und ich bin überzeugt, sie haben in dem Moment angenommen, was Jesus für sie getan hat. Sie haben
Vergebung ihrer Schuld empfangen, Befreiung von all ihrer Gebundenheit. Sie haben angenommen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er ist an unserer Stelle, wegen unserer Sünde, wegen unserer Schuld, ist er am Kreuz gestorben. Und das Übernatürlichste, das je in der Weltgeschichte passiert ist, ist, dass Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, Satan besiegt hat und dass es ewiges Leben jetzt gibt. Und wenn wir uns vor Jesus beugen, dann muss das passieren, dass wir Jesus so erleben können. Und dann wohnt der Heilige Geist in uns, dann haben wir übernatürliche Verbindung zu Jesus. Und wir dürfen auch seine Gaben erwarten in unserem Leben. Hier im Text heißt es jetzt, dass Ungläubige so vor Jesus niedergefallen sind. Aber lass mich einfach kurz vielleicht auch zu uns reden, die wir Jesus schon lange kennen. Lass uns nie denken, wir sollten schon darüber hinaus sein, weil wir ja schon so reif sind. Eigentlich musste genau das Gegenteil passieren. Je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto schneller müssen wir mitmerken, Jesus, ich brauche dich wirklich und ich muss wirklich vor dir niederfallen, weil du bist so herrlich. Ich kann nur vor dir bestehen, weil du mich gerecht gesprochen hast, weil du mich heilig gemacht hast. Und dann bieten wir, wenn wir so niedergefallen sind, auch Raum für mehr der Herrlichkeit von Jesus. Noch ganz zum Schluss. Ja, was war die Voraussetzung für eine solche Atmosphäre? Wir haben hier gelesen im Vers 24, wenn ihr jedoch alle. Ich könnte wieder mal die Fragen stellen, wer sind denn alle? Mein dritter Punkt ist natürlich übernatürlich. Alle gemeinsam. Wir alle müssen uns dafür zur Verfügung stellen, dass Gott so in unserer Mitte wirken kann. Was kann das ganz praktisch heißen? Lasst uns vorbereitet in die Gottesdienste kommen. Lasst uns auch vorbereitet in Kleingruppentreffen kommen, in Teammeetings, wo immer wir zusammenkommen. Und vielleicht nimmst du dir gerade den Vers 18 vor, Paulus sagt, ich habe mehr in Zungen gebetet als ihr alle. Du musst das nicht in der Kleingruppe sagen, aber du kannst es ja machen, dass du sagst, ich habe mehr als die anderen in Zungen gebetet, bevor wir zusammenkommen. Ich bringe etwas von der Gegenwart Gottes mit in dieses Treffen. Und lass uns wirklich immer mit der Erwartung kommen, Herr, natürlich brauchen wir das Übernatürliche. Und ich möchte der Erste sein, der sich dir zur Verfügung stellt. Weil unsere Herzen gefüllt sind mit Liebe für Gott, aber auch Liebe für unsere Mitmenschen. Und ja, ganz praktisch heißt es jetzt nicht, dass von heute an jedem Sonntag jede Person hier nach vorne ans Mikrofon kommen muss. Aber wir sagen, ein Welcome-Team, das erfüllt ist mit der Gegenwart Gottes, das einfach Impulse weitergeben kann vom Heiligen Geist, ist doch wunderbar. Wenn du auf eine Person zugehst, weil du einen Impuls hast, hey, wunderbar, vielleicht ist das die entscheidende Begegnung, die man an einem Sonntag hat. Und es ist nicht die Predigt, es ist nicht der Worship, es ist, weil du dich gebrauchen lassen hast. Oder einfach, weil du deinem Nachbarn Hallo sagst und Gott kann dich gebrauchen. So kann sich das anfühlen, dass wir alle etwas dazu beitragen, dass schlussendlich Gottes Gegenwart für uns alle spürbar werden kann. Und es hört auch nicht auf, wenn wir hier das Amen gesagt haben. Du gehst gleich in die Zürich Lounge runter und anstatt einfach nur mit deinen Freunden zusammenzusitzen, kurz Gebet, Heiliger Geist, wo soll ich hinsitzen? Und du sitzt vielleicht an einem Tisch mit Menschen, mit denen du noch nie gesprochen hast. Aber das Gespräch wird für jemanden zur Lebensveränderung, weil du einfach ganz einfach dem Heiligen Geist Raum gegeben hast. Wollen wir eine solche Kirche sein? Lass uns doch aufstehen, wir wollen beten.
Jesus, wir danken dir so sehr für deine Liebe. Die ist sowas von unübertroffen. Wenn wir etwas von Liebe verspüren für unsere Mitmenschen, dann ist es nur ein Abklatsch von dem, wie wunderbar perfekt deine Liebe ist. Du bist Liebe. Und weil du Liebe bist, bist du auch auf diese Welt gekommen, dass wir die Möglichkeit hatten, Gott kennenzulernen. Aus dieser Liebe heraus bist du auch an unserer Stelle ans Kreuz gegangen, dass die Strafe, die uns hätte treffen müssen, dich getroffen hat. Und aus dieser Liebe hast du uns auch nicht als Waisen zurückgelassen, als du zurück zum Vater gingst. Nein, du hast den Heiligen Geist geschickt, dass er übernatürlich in unserem Leben wirkt, dass er übernatürlich in der Gemeinde wirkt und dass etwas von deiner Liebe spürbar, erlebbar wird. Und Herr, wir haben ein Verlangen nach dieser Gegenwart, wie wir es hier gelesen haben, wo wir nicht anders können, als einfach niederfallen und sagen, Herr, du bist so wunderbar, wir lieben dich, wir möchten uns ganz dir hingeben. Herr, das brauchen wir. Und Herr, es tut mir selbst leid, wo meine Liebe so schwach war oder wo ich deiner Liebe so wenig Raum gegeben habe in meinem Leben. Bitte hilf uns allen, dass wirklich die Liebe Gottes in unseren Herzen unser größtes Ziel sein, unser höchstes Ziel sein darf. Und dass wir daraus auch wirklich ein Verlangen haben nach den übernatürlichen Wirken, nach dieser Gabe des Zungenredens als persönliche Gebetssprache, aber auch nach Gaben des Geistes zur Auferbauung deines Leibes, deiner Gemeinde, deiner Kirche. Herr, wir möchten das, wir brauchen das. Wir brauchen Stärkung des Glaubens. Wir brauchen gegenseitige Ermutigung in unserem Weg mit dir. Und Herr, ich möchte auch für Menschen beten, die vielleicht dich noch gar nicht persönlich kennen, aber die heute sagen, ja, ich möchte diese Liebe von Gott. Ich möchte darauf reagieren. Herr, schenke in diesen Momenten einfach die Offenheit, den Schritt auf dich zu machen zu können und was ihrem Herzen passiert ist, auch mit ihrem Mund auszudrücken. Wir möchten heute auch die Gelegenheit haben, füreinander beten zu können. Die Leiter werden sich aufstellen auf der Seite und ich möchte ganz besonders diejenigen einladen, die sagen, ja, ich habe Jesus bis jetzt nicht gekannt und ich möchte mein Herz für ihn öffnen. Hey, bitte komm, sag das dieser Person und betet miteinander, dass du heute das Geschenk empfangen kannst, dass der Heilige Geist übernatürlich in dein Leben kommt und du ein Kind Gottes werden darfst. Aber ich möchte auch diejenigen ansprechen, die sagen, hey, diese Kraft des Heiligen Geistes kenne ich noch gar nicht, aber das möchte ich. Ich möchte auch diese Gabe haben, in Zungen beten zu können als Gebetssprache. Hey, komm, wir wollen auch für das beten. Wenn du da sagst, ja, ich möchte auch umkehren. Ich hatte kein Begehren, ich hatte nicht so viel Liebe, dass ich gebraucht werden wollte. Hey, du darfst auch das einer Person bekennen können. Miteinander beten, dass Gott dich noch viel mehr gebrauchen möge in Zukunft. Wollen wir einfach diese Momente nehmen und so vor Gott kommen.